Da der tritt zunter Joren dafür an, dass bei administrativen Demarchen neben der digitaler Version auch weiterhin die klassisch schriftliche Version muss akzeptiert gehen. Da so den Chômage in Zukunft nach just digital kann ugefot gehen, empfangen wir dafür als Diskrimination. Und da stimme ich nicht allein mit dieser Kritik. Auch der Staatsrat, respektive die Chambre des Salariés, haben an ihre respektiven Avien einen Verstoß gegen das Gleichheitsprinzip festgestellt, an dem es bestimmte Bürger ausgeschlossen gehen. Da muss ich noch feststellen, dass das, was die Regierung am Gesetzprojekt 8089 vorgesehen hat, für die Leute bei administrativen Demarchen immer den freien Choix zu lassen, zwischen einer digitaler oder schriftlicher Version also nicht mehr zutrifft. Auch wenn am Kader von der Chômage-Demande bei der ADEM für die Betroffenen möglich ist, für sich vom zuständigen Personal in Sachen digital UFRO helfen zu lassen, so ist der Fakt, dass in diesem Fall kein schriftlich Demande mehr möglich ist. Wenn die Regierung hier eine Ausnahme möchte, da frage ich mich, was für Ausnahmen in Zukunft nach bei uns durchkommen, sodass die Gefahr besteht, dass den immer mehr administrativ Demarchen nach just digital kann machen. Ich wollte dafür von der Ministerin für Digitalisierung wissen, ob sich die Regierung weiter an ihr eigene Vorgabe hält, für weiterhin Beitmöglichkeiten anzubieten oder ob neue Mesuren an der Markt sind, wo nach just den elektronischen Weg möglich ist und nicht mehr die schriftlichen. Merci. Merci, Herr Hardy, für das Frage, die effektive wichtige Sujet von der digitalen Inklusion abwirft. Das Gesetzesprojekt 8470, den unter der Responsabilität vom Arbeitsminister leitet, soll effektiv eine Obligation für die Demandeuren nachfeiern, für die Chômage-Demanden in Zukunft online zu machen. Parallel können die Chômeuren aber auch die Möglichkeit, sich auf die informatische Equipmente, die auf der ADEM stehen, auch darüber können zurückzugreifen und auch da können professionelle Hilfe kriegen, für sich auf die Plattformen zu kommen, für Demanden, für Chômage, für Demanden, für weitere Chômage-Indemnitäten und auch die Einkommensdeklaration können aufzugeben. Des Weiteren bleibt auch noch immer die Papaya-Version bestehen. Demandeure können auch handschriftlich den Papaya-Demand unterschreiben an das, wie auch, wann die nötige digital Unterschrift, die sie dann nötig hätten, für auf die Plattformen zuzugreifen, wann sie den nicht tun. Am Laufe von der Prozedur legislativ und dem Gesetzestext, wo der logisch war, sind all das Elemente nochmal ganz ausführlich an den Text angeschrieben gehen. Und ich will noch erwähnen, wenn das 2021 die Regierung den ersten nationalen Aktionsplan für die digitale Inklusion auf der Webro steht, und noch wir werden noch das Jahr, wie gesagt, den zweiten Aktionsplan für digitale Inklusion an den Regierungsrat holen, wo wir eine neue Version, wie gesagt, ausgeschafft haben. Und auch da als eben ein wichtiger Pilier, dass weiter in Zukunft die administrative Demarchen, die den Bürger und den Staat möchten, noch weiter auf dem traditionelle Art und Weise kann bestehen bleiben. Und falls an Einzelfällen das nicht mehr der Fall wird, haben wir noch heute sich bei den physischen Guichet gehen, für du können auch darum von informatischen Equipmenten können zu profitieren und auch da können professionelle Hilfe zu kriegen, für das Demarchen dann auch zu machen. Auch am Koalitionsakcord haben wir stehen, dass die physischen Geschäfte weiter werden ausgebaut gehen, dass sie dezentral werden ausgebaut gehen. Und dort ist hier, wie gesagt, auch eine Ausschreibung lanciert für das Konzept von dezentralen Geschehen, dass wir die können, wie gesagt, an den verschiedenen Regionen vom Land dann noch auf die Beine stellen. Und wie gesagt, das ist ein weiter zusätzliches Offer, für das wir den Leuten, wie gesagt, mehr können helfen, wenn es mit dem digitalen Weg noch nicht so gut geht. Vielmals merci.